Im Leben des Menschen gibt es viele Probleme. V življenju človeka obstaja veliko težav. Persönliche Probleme, Osebne težave, Eheprobleme, zakonske, Familienprobleme, družinske, Gemeindeprobleme, cerkvene, Probleme in der weltweiten Kirche. tako tudi težave v svetovni cerkvi. Gibt es etwas im Hintergrund all dieser Probleme? Ali je nekaj v ozadju vseh teh težav? Ich sage ja. Pravim, da. Es ist der Mangel am Heiligen Geist. To je pomanjkanje Svetega Duha. Als ich 2011 in der Schweiz war, Ko sem leta 2011 bil v Švici, ich wollte an einer Wanderfreizeit teilnehmen, sem se želel udeležiti nekih dopusta s prehodi. als ich mit meinem Gepäck vom Auto zum Haus gehe, Ko sem svojo prtljago šel iz avta k tej hiši, steht da ein Bruder und sagt mir ein ganz seltsames Wort. je bil pred mano neki brat in mi je rekel eno nenavadno besedo. Ich dachte im Weitergehen, was hat er gemeint? Rekel je, pojdi naprej, kaj ste mislil? Dann wurde mir in einem Augenblick bewusst, Tedaj mi je v enem trenutku postalo jasno, der meint, wir verlieren einen Teil der Jugend in der Kirche wegen Mangel am Heiligen Geist. tedaj mi je postalo jasno, da izgubljamo en del naše mladine zaradi pomanjkanja Svetega Duha. Ich habe den Bruder am nächsten Tag gefragt. Naslednjega dne sem tega brata vprašal, Er hat was ganz anderes gemeint. toda on je mislil nekaj čisto drugega. Dieser Gedanke, den hatte mir Gott gegeben. To misel je pa meni Bog dal. Ich habe ihn vorher nie gehabt. Te misli nisem še prej imel. Ich war im Moment sehr betroffen. V nekem trenutku sem bil zelo prizadet, Ich habe an meine Kinder und Enkel gedacht. ker sem pomislil na svoje otroke in vnuke. Und dann habe ich intensiv angefangen, die Frage zu studieren. In sem se začel intenzivno ukvarjati s tem vprašanjem. Und heute habe ich die Überzeugung, Danes sem tega prepričanja, dass der Mangel am Heiligen Geist da je pomanjkanje Svetega Duha unser Kernproblem hinter den Problemen ist. jedro vseh težav. Bitte merkt euch folgenden Bibeltext. Zapomnite si naslednjo svetopisemsko besedilo. Sacharja 4, Vers 6. Zaharija 4:6. Ich lese ihn nach einer modernen, Prebral vam bom po enem sodobnem prevodu, aber korrekten Übersetzung. vendar natančnem, pravilnem. Was du vorhast, wird dir nicht gelingen, To, kar si namenil, ti ne bo uspelo. weder durch die Macht eines Heeres Niti z močjo v neke vojske, und nicht durch menschliche Kraft. niti s človeško močjo. Nein, Ne, mein Geist wird es bewirken. moj duh bo deloval. Das verspreche ich, To ti obljubim, der Herr, der allmächtige Gott. to ti obljublja Gospod vsemogočni Bog. Gott gibt hier ein Versprechen. Bog nam daje tukaj obljubo. Das Gelingen liegt Uspeh an unserer Verbindung zu Gott. je odvisen od naše povezave z Bogom. Mein Geist wird es bewirken, sagt Gott. Moj duh bo deloval, pravi Bog. Ellen White hat uns folgendes Wort mitgegeben. Ellen White nam je dala naslednjo besedo. Es ist für einen Christen unentbehrlich, Neobhodno je, da kristjan die Bedeutung der Verheißung des Heiligen Geistes zu verstehen razume pomen obljube Svetega Duha.
vor dem zweiten Kommen unseres Herrn Jesus. pred drugim prihodom našega Gospoda Jezusa. Wir brauchen in dieser Endzeit V zadnjem času potrebujemo unter allen Umständen die Kraft und Führung v Gottes. vsakem primeru to odločilno moč svetega Boga. Was sagen andere Leute über das Problem, das ich genannt habe? Kaj pravijo drugi ljudje o tej težavi, ki sem jo omenil? Emil Brunner, Emil Brunner. ist ein evangelisch reformierter Professor in Basel. Gre za enega evangeličansko reformiranega profesorja iz Basla. Schrieb, dass der Heilige Geist immer mehr oder weniger das Stiefkind der Theologie gewesen ist. Pravi, da je Sveti Duh bil bolj ali manj vedno pastorek teologije. Es war nie ein wichtiges Anliegen für die Theologen. Nikoli ni bil neka važna skrb teologov. Martin Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, ein großer evangelikaler Führer in Großbritannien. veliki evangelski vodja v Veliki Britaniji, Es ist in der Vergangenheit und Gegenwart v preteklosti in sedanjosti kein Gegenstand biblischen Glaubens so vernachlässigt ni bilo nekega predmeta svetopisenske vere, ki bi ga tako zapostavili, wie der Heilige Geist. kakor Svetega Duha. Ich bin sicher, dass wir es hier mit der Ursache für die Schwäche des evangelikalen Glaubens zu tun haben. Prepričan sem, da tukaj imamo opravka z slabostjo evangelske vere. Leroy Froom, Leroy Fromm, dürfte der Adventist gewesen sein, der Da- sich am intensivsten mit der Frage des Heiligen Geistes befasst hat. ta naj bi bil tisti adventist, ki se je najbolj intenzivno ukvarjal z darom Svetega Duha. Ich bin überzeugt, dass der Mangel am Heiligen Geist Prepričan sem, da je pomanjkanje Svetega Duha unser schlimmstes Problem ist. naš največji problem. Ihr kennt Dwight Nelson. Poznate Dwighta Nelsona? Unsere Gemeinde Naša cerkev hat bis zur Ermüdung bewundernswerte Formen, Pläne und Programme entwickelt. je do iznemoglosti razvila razne oblike, programe in načrte. Aber wenn wir nicht endlich Vendar, če se ne bomo končno unseren geistlichen Bankrott eingestehen, zavedali našega duhovnega stečaja, den Mangel an Heiligen Geist, tedaj bo pomanjkanje Svetega Duha, der zu viele von uns Predigern und leitenden Verantwortlichen erfasst hat, ki je toliko nas, duhovnikov in pridigarjev, zajelo, werden wir niemals über unser Proforma-Christenleben hinauskommen. ne bomo nikoli izstopili iz tega proforma krščanskega življenja, navideznega krščanskega življenja. Man könnte noch viele Zitate anfügen. Lahko bi navedli še številne navedke. Was sagte Jesus über den Heiligen Geist? Kaj je Jezus rekel o Svetem Duhu? Lasst uns aufschlagen. Lukas Kapitel 11, Odprimo Evangelij po Luku, 11. poglavje, die Verse 9 bis 13. Lukas 11. od 9. do 13. vrstice. Luka 11, od 9 do 13. Jesus 11. war gefragt worden, von den Jüngern gebeten worden, Herr, lehre uns beten. Jezusa so prosili njegovi učenci, da jih uči moliti. In seinem Gebetsunterricht ist das Vaterunser der erste Teil. V tem njegovem pouku o molitvi je Oče naš prvi del. Es hat im Lukas-Evangelium 7 Bitten und sonst nichts. V Lukovem evangeliju ima samo 9 prošenj. Dann Nicht. kommt das Gleichnis vom bittenden Freund. Tedaj prihaja pa prilika o prosečem prijatelju, Bekommt abends spät Besuch und hat nichts, was ihm ki je vorsetzen kann. pozno zvečer dobil obisk in nima kaj postaviti pred svojega gosta.
Er geht zu seinem Nachbarfreund und trobbelt so lange, bis er On Brot kriegt. odhaja k svojemu sosedu in trka na vrata, dokler mu niso odprli. Jesus zeigt uns hier zwei Dinge. Jezus nam tukaj kaže na dve stvari. Erstens, ich habe nichts. Najprej nimam ničesar, Zweitens, ich Drugo. muss beharrlich sein im Bitten. moram biti ustrajen v svoji prošnji. Und dann leitet er über von diesem Gleichnis In mit tedaj- folgenden Worten. Prehaja z te prilike na naslednje besede, Deshalb, zato, weil wir nichts haben, ker nimamo ničesar, sage ich euch. vam pravim, Und jetzt lasst uns die Verse 9 bis in 13 sedaj lesen. berimo vrstice od 9 do 13. Ich werde sie besonders betonen. Jih bom posebno poudarjal. Bittet, Iščite so wird euch gegeben. in boste, prosite in vam bo dano. Suchet, Iščite so werdet ihr finden. in boste našli. Klopfet an, Trkajte in se vam bo odprlo. so wird euch aufgetan. In se vam bo odprlo. Denn wer da bittet, Kajti vsak, kdor prosi, der empfängt. prejme. Und wer da sucht, In kdor išče, der findet. najde. Und wer da anklopft, In kdor trka, dem wird aufgetan. se mu bo odprlo. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür bietet? Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo, pardon, Und za so kamen je tukaj. er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange für den Fisch biete. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Oder so er um ein Ei bittet, Ali mu bo dal škorpiona, če ga bo prosil za jajce? der ihm einen Skorpion dafür biete. Ja? Hab schon das gelesen, ja. So denn ihr, die ihr arg seid, Če torej vi, ki ste hudobni, znate könnt euren Kindern gute Gaben geben. dajati svojim otrokom dobre darove, Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo. In diesem kurzen Abschnitt benutzt Jesus 6-mal das Tätigkeitswort bitten. V tem kratkem besedilu Jezus 6-krat uporablja glagol prositi Dann ersetzt er bitten 2-mal durch suchen. in tedaj nadomešča besedo prositi z iskati. Eine aktive Tätigkeit. To je aktivnost. Dann, Dejavnost. dann ersetzt er es 2-mal durch suchen. Potem jo nadomešča z iskanjem. Auch da muss man was unternehmen. Tudi tukaj morate nekaj storiti. 10-mal geht es hier ums Bitten um den Heiligen Geist. 10-krat gre tukaj za prošnjo po svetem duhu. Und der Abschnitt macht 2 Dinge klar. Ta odlomek nam hoče pojasniti dve stvari. Wer bittet, bekommt ihn. Kdor prosi, dobi. Und wer nicht bittet, bekommt ihn nicht. In kdor ne prosi, ga ne dobi. Dabei ist das letzte Bitten im Griechischen Pri tem, da je zadnja prošnja v grščini in Verlaufsform geschrieben. napisana v trajni obliki. Das bedeutet, es geht nicht um einmal bitten, sondern fortlaufend im Bitten zu Kar bleiben. pomeni, da ne pomeni samo enkratno prošnjo, ampak prošnjo, ki se stalno odvija. Zeigt uns Jesus damit nicht, dass uns was ganz Wesentliches fehlt, wenn wir nicht bitten? Mar nam Jezus ne želi s tem pokazati, da nam nekaj pomembnega primanjkuje, da kaj moramo prositi. Er fordert uns deswegen so intensiv auf, Zato nas spodbuja, da tako intenzivno, weil er uns diese große Gabe schenken will, ker nam želi podariti to veliko darilo. damit wir jeden Tag den Segen dieser Gabe erleben können. Naj bi vsak dan doživeli blagoslov tega daru. Wann wurde der Heilige Geist gegeben? Kdaj je bil darovan dan Sveti Duh? An Pfingsten,
na Binkošte. Und warum? Zakaj? Jesu Opfer war vom Vater anerkannt worden Jezusova daritev je bila priznana z očetove strani und Jesus war neu eingesetzt worden in Macht und Herrlichkeit. in Jezus je bil na novo postavljen v moči in slavi. Als Herr über Himmel und Erde. Ustoličen v moči in slavi kot Gospod zemlje in nebes. Und als Zeichen seiner Inthronisierung In kot znamenje njegovega ustoličenja hat den Jüngern die beste Gabe zugedacht, die geben konnte. je svojim učencem daroval najboljše darilo, ki ga je mogel dati. Den Heiligen Geist. Svetega Duha. Und der Heilige Geist ist die Gabe Gottes, die alle anderen Gaben mit sich bringt. Sveti Duh pa je tisti božji dar, ki v sebi nosi vse druge darove. Wenn das eine solch kostbare Gabe ist, Če pa tu gre za tako dragoceno darilo, dann ist es kein Wunder, dass sie niemand nachgetragen wird. potem ni noben čudež, da ga se ne more posnemati. Gott hält in seiner Güte diesen geistlichen Segen jeden Morgen für uns bereit. Bog ima vsako novo jutro to darilo v vsej polnosti za nas pripravljeno. Für alle, die sie wertschätzen und haben wollen. Za vse tiste, ki ga cenijo in ga želijo imeti. Hat Jesus selbst auf der Erde ein entsprechendes Beispiel gegeben? Ali nam ni Jezus na zemlji dal en primer, ki je ustrezen primer? Die Bibel berichtet uns, dass im Mutterleib durch den Heiligen Geist gezeugt war. Sveto pismo nam govori o tem, da je bil tudi začet v materinem telesu po Svetem Duhu. Nach seiner Taufe kniete am Ufer nieder und betete. Po svojem krstu je pokleknil in molil. Und empfing sichtbar den Heiligen Geist wie eine Taube. In je prejel v vidni obliki Svetega Duha, v obliki goloba. Brauchte unter diesen Umständen auch den Heiligen Geist zu bitten als Mensch? Ali je v teh okoliščinah kot človek moral prositi za Svetega Duha? Ich zitiere E.G. White. Sedaj navajam Ellen White. Morgen für morgen hatte Jesus Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Jutro za jutrom Jezus je bil v stiku z svojim nebeškim očetom. Empfing von ihm täglich eine frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vsak dan je prejemal svežo napolnitev s Svetim Duhom. Für den Mitarbeiter, der sich dem Herrn geweiht hat, za sodelavca, ki se je izročil Gospodu, ist es ein wunderbarer Trost zu wissen, je to čudovita tolažba, da ve, dass selbst Christus während seines Erdenlebens da je celo Kristus v času svojega zemeljskega življenja, sein Vater täglich erneuten Zufluss der benötigten Gnade bat. Vsak dan prosil svojega očeta za novi prihod, novi dodatek Svetega Duha. Wenn das für Jesus notwendig und gut war, če je to bilo potrebno in dobro za Jezusa, brauchen wir ihn nicht noch viel mehr. Mar tudi mi ne potrebujemo še veliko več? Jesus sagte bei seinem Abschied den Jüngern ein sehr überraschendes Wort. Ob svojem slovesu Jezus je svojim učencem rekel eno zelo presenetljivo besedo. Nach Johannes 16 sagt ihnen, beremo v Janezu 16. Ich sage euch die Wahrheit. Resnično vam pravim, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Boljše je zame, da grem. Sonst kommt der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Sicer ne bo prišel tisti, ki bo pomagal na mesto mene. Jesus sagt, es ist besser, wenn ich gehe. Jezus pravi, boljše je, da grem. Und an meiner Stelle der Heilige Geist kommt. In da na mojem mestu pride Sveti Duh. Warum ist das besser? Zakaj je to boljše? Ganz einfach. Preprosto. Jesus war als Mensch ortsgebunden, wie wir auch. Jezus je bil kot človek vezan na prostor, kakor mi. Wenn in Jerusalem war, konnte nicht in Kapernaum sein. Ko je bil v Jeruzalemu, ni mogel biti v Kapernaumu. Durch den Heiligen Geist
po Svetem Duhu kann Jesus für jeden für uns das sein, was er in seiner Lebenszeit für die Jünger war. je lahko Jezus za vsakega od nas takšen, kakšen je bil za svoje učence. Ob wir in Kapernaum sind Ali smo v Kapernaumu, oder in Rijeka na rijeki, oder in München, spielt ali v keine Rolle. Münchnu, nima nobene vloge. Christus kann überall mit uns sein, Kristus je vse povsod z nami, durch den Heiligen Geist. po Svetem Duhu. Und wir sollten nicht vergessen, Ne smemo pozabiti, der Heilige Geist ist gekommen nach Johannes 16, Vers 14, po Janezu 16:14 Sveti Duh je prišel zato, um Jesus zu verherrlichen. da oslavi Jezusa. Wenn wir im Heiligen Geist leben, wird Jesus für uns viel näher, herrlicher und größer. Če bomo živeli po Svetem Duhu, bo Jezus tudi nam bližji in bolj slaven in večji. Wir wollen nun auf die Frage zurückkommen, was ist die Ursache dieses Mangels bei uns? Zdaj se spet vračamo nazaj na vprašanje, kaj je vzrok tega pomanjkanja. Die Antwort der Bibel ist ganz einfach. Svetopisemski odgovor je čisto preprost. Jakobus 4, Vers 2. Jakob 4:2. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nimate, ker ne prosite. Hast du heute Morgen um den Heiligen Geist gebetet? Ali si danes molil za Svetega Duha? Gestern, Včeraj, vorgestern? predvčerajšnjim? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nimate, ker ne prosite. Der Text geht weiter. Besedilo gre naprej. Ihr bittet und empfangt nicht darum, dass ihr übel bittet. Prosite in ne prejemate, zato ker prosite za zlo. Das Übelbitten hat nicht mit Stehlen oder was Zlo prositi dieser Art zu tun. nima tukaj nič za opraviti z krajo ali ne vem s čem podobnim. Das Übelbitten ist, wenn ich ihn bitte, ohne mich ihm anvertraut zu haben. Zlo prositi pomeni prositi, če nisem z njim vzpostavil povezave, če se mu nisem izročil. Ohne dass ich mich ihm übergeben habe, bitte ich mehr oder weniger egoistisch. Torej, ne da bi, če se mu nisem izročil, potem prosim bolj egoistično. Im Leben Jesu steht, V Jezusovem življenju piše, viele sprechen über Christus und über den Heiligen Geist. pravzaprav v hrepenenju vekov piše, mnogi govorijo o Kristusu in Svetem Duhu Und empfangen dennoch keinerlei Segen. in kljub temu ne prejmejo blagoslovo. Sie öffnen ihre Seele nicht der göttlichen Wirksamkeit, Ne odpirajo svojih duš božanski moči, damit sie geleitet und gelenkt werden. da bi jih ona vodila in upravljala z njimi. Mit anderen Worten, es fehlt an der Lebensübergabe. Z drugimi besedami, primanjkuje življenjska izrešitev. Wir sind als Adventgemeinde seit einigen Jahren aufgerufen, für Erweckung zu beten. Kot adventistična cerkev smo že nekaj časa spriče vabilu, da molimo in prosimo za prebujenje. Wir sollten aber nicht vergessen, was Mark Finley gesagt hat. Ne smemo pa pozabiti, kar je rekel Mark Finley. Es geht auch darum, Gre tudi za to, die biblischen Elemente einer Erweckung in die Praxis umzusetzen. da svetopisemske prvine prevedemo v prakso. Er zeigt ganz richtig, wir haben auch etwas dafür zu tun. Torej, čisto preprosto nam želi reči, da tudi mi moramo nekaj storiti za to. Das wollen wir jetzt, heute und morgen betrachten. O tem naj bi se danes in jutri pogovarjali. Und ich lade jeden ein, dass wir diese Schritte zur Erweckung persönlich gehen. Vsakega med vami vabim, da te korake do prebujenja tukaj razumemo in gremo skozi.
In dieser Ansprache wollen wir erstmal das Problem untersuchen. In s tem v zvezi želim raziskati težavo Wir wollen es gründlich tun, in to želim narediti temeljito, damit wir nicht meinen, das wäre eine unwichtige Sache. da ne bi mislili, da gre za nekaj nepomembnega. Es geht darum, dass wir wirklich erkennen, Gre za to, da resnično spoznamo, dass Gott es für notwendig ansieht, es ist wertvoll für uns, da Bog vidi, da je to za nas pomembno und dass Gottes Lösung uns einen großen Segen schenkt. in da Božja rešitev nam pravzaprav ponuja veliki blagoslov. Der Heilige Geist schenkt zu unserem Tun die Effizienz, Sveti Duh temu našemu dejanju podarja učinkovitost. es geht darum, ob mein Tun menschliche Ergebnisse hat Gre za to, ali bo moja dejavnost imela človeške rezultate oder ob es göttliche Ergebnisse hat. ali pa bodo to božanski rezultati. Es geht darum, ob ich in meiner Kraft für Gott arbeite Gre za to, ali ja po svoji moči delam za Boga oder ob Gott in seiner Kraft durch mich wirken kann. ali pa za to, ali Bog lahko v svoji moči dela po meni. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Zdaj prihaja zelo pomembna točka. Die Bibel unterscheidet drei verschiedene Menschengruppen Sveto pismo razlikuje 3 različne skupine ljudi in ihrer Beziehung zu Gott. glede njihovega odnosa do Boga. Innerhalb jeder dieser Gruppen gibt es große Schattierungen. Znotraj vsake od teh skupin je veliko nijans. Das hat mit dem Alter, mit der Erziehung, mit der Religion, mit der Kultur, Tukaj gre za starost, za vzgojo, za kulturo, mit vielen Faktoren zu tun. za različne dejavnike. Aber trotz dieser großen Verschiedenheit innerhalb der Navkljub drei Gruppen vseh tem razlikam znotraj vseh teh 3 skupin gibt es nur drei Gruppen. obstajajo samo 3 skupine. Keine Beziehung zu Gott. Brez odnosa z Bogom, Diesen Menschen nennt die Bibel Die- natürlichen Menschen. tega človeka Sveto pismo imenuje naravnega človeka. Den Menschen mit einer vollen, echten Gottesbeziehung, Človeka, ki ima polno, iskreno, pravilno razmerje z Bogom, den nennt die Bibel geistlich. tega Sveto pismo imenuje duhovnega. Der Mensch mit einer scheinbaren Človek, ki ima navidezno oder geteilten Beziehung zu Gott, ali deljeno razmerje z Bogom ali odnos z Bogom, den bezeichnet die Bibel als fleischlich. tega Sveto pismo imenuje mesenega. Was ist das Kriterium, ob ich zur einen oder anderen Gruppe gehöre? Kakšen je kriterij, ki bo kazal na to, kateri skupini pripadam? Das Kriterium ist meine Beziehung zum Heiligen Geist. Ta kriterij je pa moj odnos do Svetega Duha. Das ist deswegen so, To je zato, weil nach Gottes Festsetzung der Heilige Geist unsere einzige Verbindung zwischen Himmel und Erde ist. kajti po Božjem načrtu je Sveti Duh naša edina povezava med zemljo in nebom. Lasst uns unsere Bibel aufschlagen Odprimo Sveta pisma, in 1. Korinther Kapitel 2. prvo pismo Korinčanom, 2. poglavje. Dort spricht es in Vers 14 V 14. vrstici pravi, vom natürlichen Menschen. tukaj beremo o naravnem človeku ali duševnem, kot ga tle opisuje. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, Duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, Zanj je to norost in tega ne more spoznati, denn es muss geistlich verstanden werden. ker se to presoja duhovno. Hier wird uns gesagt, dass der natürliche Mensch keine Beziehung zum Geist Gottes hat.
tukaj nam pravi, da naravni ali duševni človek nima nobenega odnosa z Bogom. Diese Dinge sind für ihn Torheit. Te stvari so za njega neumnost. Der natürliche Mensch lebt in der Welt. Duševni ali naravni človek živi v svetu, Er geht nicht in eine Kirche. ne hodi v cerkev. Lesen wir Vers 15 und 16. Berimo 15. in 16. vrstico. Dort spricht es vom geistlichen Menschen. Tukaj je beseda o duhovnem človeku. Der geistliche Mensch aber ergründet alles und wird doch selber von niemand ergründet. Duhovni človek pa presoja vse, medtem ko njega ne presoja nihče. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Kdo je namreč spoznal Gospodov Oder wer will ihn da bi unterweisen? njega učil? Der geistliche Mensch ist der echte Christ. Duhovni človek je pravi kristjan. Er wird geistlich genannt, weil er erfüllt ist vom Heiligen Geist. Imenovan je duhoven, zato ker je napolnjen svetim duhom. Er hat eine wachsende und gute Beziehung zum Heiligen Geist. Ima stalno rastočo in dobro razmerje s svetim duhom. Bei ihm ist Jesus im Zentrum seines Lebens. Pri njem je Jezus v središču njegovega življenja. Wir sagen manchmal Jesus auf dem Thron unseres Lebens. Včasih rečemo Jezus na prestolu našega življenja. Der geistliche Mensch hat sich Jesus grundlegend und völlig übergeben Duhovni človek se je Jezusu popolnoma in v osnovi predal. und wird es in der Regel jeden Tag bestätigen, In bo to praviloma vsak dan potrdil, indem er sich übergibt mit allem, was er ist und hat. ko se bo izročil z vsem, kar je in kar ima. In der Laodicea-Botschaft wird er als warm bezeichnet, V sporočilu Laodiceji se ga imenuje kot vročega. im Gleichnis von den 10 Jungfrauen als klug. V priliki o 10 devicah se imenuje kot preudarni. Ein geistlicher Christ zu sein, Duhovni kristjan biti ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens. je skrivnost srečnega življenja. Das zeigt uns Jesus in Johannes 15. To nam tudi Jezus kaže v Janezu 15. Lesen wir nun über das fleischliche Gemeindeglied. Sedaj pa berimo o mesenem članu cerkve. Noch eine Vorbemerkung. Predtem ena pripomba. Man kann kurze Zeit oder schon sehr lange Zeit Glied einer Gemeinde sein, Lahko je nekdo daljše ali krajše obdobje član cerkve, und dennoch ein fleischlicher Christ sein. pa je kljub temu meseni kristjan. Solltest du heute zu deiner Überraschung erkennen, dass du ein fleischlicher Christ bist, Če boš danes na svoje presenečenje ugotovil, da si meseni kristjan, dann freue dich sehr, potem se kar veseli, du kannst es heute noch ändern. ker ti lahko to danes že spremeniš. Ich bin überzeugt, dass die meisten fleischlichen Christen in unseren Gemeinden es aus Unwissenheit sind. Prepričan sem, da je večina mesenih kristjanov v naših cerkvah to, da se ne zavedajo tega. Und dass die Unwissenheit häufig nicht mal ihre eigene Schuld ist. In to nezavedanje pogosto ni njihova krivda. Bedenke das, du wirst durch Jesus im Herzen, durch den Heiligen Geist eine große Freude und ein neues Leben haben. Razmisli o tem, da boš po svetem duhu v Jezusu imel veliko veselje v svojem življenju. Jesus hat einen extra Namen für dieses Leben. Jezus ima eno poseben naziv za to življenje. Er sagt in Johannes 10, Vers 10, V Janezu 10:14 pravi: ich bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben Prišel sem zato, da bi imeli življenje v polnini, oder dass sie das Leben in Fülle haben. da bi imeli, ja, to isto. Und das wird auch in Epheser 3 und Kolosser 2 bestätigt. To se isto omenja v Efežanom 4 in Kološanom 2. Gott will, dass wir dieses Leben in Fülle haben. Bog želi, da bi imeli takšno življenje v polnoti.
Gott wird nicht geehrt durch ein armseliges Christsein. Boga ne bodo slavili malodušni kristjani. Lasst uns nun vom fleischlichen Christen lesen in 1. Korinther Kapitel 3. Berimo o besednem kristjanu v 3. poglavju prvega lista Korinčanom, Verse 1 bis 4. torej prvo pismo Korinčanom 3, 1 do 4. Und ich, liebe Brüder, Bratje, konnte auch mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, nisem vam mogel govoriti kot duhovnim, sondern als mit fleischlichen, ampak kot zgolj mesenim bitjem, wie mit jungen Kindern in Christus. kot nedoraslim v Kristusu. Wir sehen hier, der Apostel Paulus spricht die fleischlichen Menschen als liebe Brüder an. Das zeigt, sie sind in der Gemeinde. Tukaj vidimo, da Pavel se obrača k tem mesenim kot dragim bratom, torej so znotraj cerkve. Und er sagt, deswegen muss er mit ihnen reden wie mit jungen Kindern in Christus. Zato pravi, da se mora z njimi pogovarjati kot z nedoraslim v Kristusu. Lesen wir weiter, Vers 2. Berimo naprej. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, Mleka sem vam dal piti, ne jedi, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. saj je še niste zmogli, Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, pa tudi zdaj je še ne zmorete. weil ihr noch fleischlich seid. Še ste namreč meseni. Paulus konnte mit ihnen nicht geistlich sprechen. Pavel se z njimi ni mogel pogovarjati duhovno, Sie waren fleischlich. bili so meseni. Und er sagt ihnen, Pravi jim Vers 3, v 3. vrstici, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, dokler sta med vami nevoščljivost in prepir, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? mar ne ravnate zgolj po človeško. Allein die Feststellung, dass Streit und Spannungen sind, Sama ugotovitev, da so tukaj prepiri in napetosti, war Paulus genug Nachweis, dass sie fleischlich sind und handeln wie die anderen Menschen, Je wie bil- der natürliche Mensch auch. je bila Pavlu že dovolj za ugotovitev, da so meseni in da se vedejo kakor drugi ljudje. Denn so einer sagt, ich bin paulisch, Vers 4, V 4. vrstici pravi, eden pravi, jaz sem Pavlov, der andere aber, ich bin apollisch, drugi pa jaz sem Apolov. ist das nicht menschlich geredet. Mar to ni človeško govorjenje? Dieser Christ, der in der Gemeinde ist, Ta kristjan, ki je v cerkvi, wird also von Apostel Paulus nicht als geistlicher Mensch betrachtet. strani Pavla ni označen kot duhoven. Haben wir gemerkt, dass bei allen drei Gruppen das Kriterium der Heilige Geist ist? Ali nismo videli, da je pri vseh treh skupinah kriterij Sveti Duh? Fleischlich bedeutet, Mesen pomeni lebend nach den normalen Kräften und Fähigkeiten, die der Mensch hat, živ po vseh sposobnostih, ki jih ima človek, ohne erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ne biti napolnjen Svetim Duhom oder nicht ausreichend erfüllt sein ali mit dem nezadostno Heiligen Geist. biti napolnjen Svetim Duhom. Manche denken, diese Gruppe würde nur bestehen aus Leuten, die in groben Sünden leben. Nekateri menijo, da so te skupine samo od teh ljudi, da je ta skupina samo od tistih ljudi, ki živijo v težkih grehih. Das kann eine Schattierung unter ihnen durchaus sein, Lahko, da je to ena nijansa, torej en odtenek aber njih. das muss auf keinen Fall so sein. Toda to ni nujno, da je tako. Paulus sagt, er spricht sie an wie junge Kinder in Christus. Pavel pravi, vedete se kao nedorasli v Kristusu. Sie sind also geistlich nicht gewachsen. Torej, niste duhovno odrasli. Vielleicht haben sie eine Menge Bibelwissen angehäuft, Mogoče imajo mnogo svetopisemskega znanja,
was ja gut ist. kar je dobro, Aber das Wachstum hängt ab von der Beziehung zu Christus und dem Heiligen Geist. to da rast je odvisna od odnosa s Kristusom in Svetim Duhom. Man kann großes Bibelwissen haben und nicht gewachsen sein. Lahko imamo veliko poznavanje Svetega pisma, pa kljub temu biti nedoraslo. In seinem Glaubensleben kann ein fleischlicher Christ Unzufriedenheit empfinden. V svojem duhovnem življenju meseni človek, meseni kristjan lahko doživlja nezadovoljstvo, Enttäuschung, razočaranje, Sinnlosigkeit nesmisel oder eine beständige Anstrengung. ali stalen napor. Wieder andere fleischliche Christen haben sich an diesen Stand gewöhnt. Nekateri drugi meseni kristjani so se že navadili na takšno stanje. Vielleicht sagen sie, wir sind halt Sünder, Mogoče pravijo, smo pač grešniki, da kann man nichts machen. tu se ne da nič napraviti. Wieder andere fleischliche Christen mögen begeistert sein Spet neki drugi meseni kristjani so lahko navdušeni und das Erkennen von Bibelwahrheiten kann uns ja begeistern. in seveda znanje svetopisemskih resnic nas lahko navduši. Fleischlich gesinnte Gemeindeglieder können auch eifrige, aktive Missionare und Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter in der Gemeinde sein. Meseni kristjani so lahko aktivni misijonski vodje v cerkvi in vodje cerkve. Man kann Prediger und Vorsteher sein, man kann alles sein und Lahko kann so fleischlich sein. pridigarji in predsedniki, vse to so lahko in še vedno meseni. Man kann als fleischlicher Christ sogar Großes für Gott tun. Lahko kot meseni kristjani naredimo velike stvari za Boga. Das sagt Jesus in Matthäus 7, Vers To 22 pravi und Jezus v Mateju 23. 7, 22, 23. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Tistega dne mi bodo mnogi rekli, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? izganjali demonov Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del? Dann werde ich ihnen bekennen, In takrat jim bom naznanil. ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno. Was fehlte? Die innige persönliche Beziehung zu Christus. Kaj je tukaj primanjkovalo? Notranja povezava s Kristusom. Das ist das Kriterium. To je kriterij. Man kann seine Zeit total investieren in Gemeinde und Mission. Lahko svoj čas popolnoma naložimo v cerkev in misijo. Und seine eigene persönliche Beziehung zu Christus Pa vernachlässigen. kljub temu izgubimo svojo lastno povezavo s Kristusom. Es gibt auch eine scheinbare Verbindung mit Christus. Obstaja tudi navidezna povezava s Kristusom. Ich möchte noch mal einen Moment auf die Hingabe zurückkommen. Za trenutek bi se spet vrnil nazaj na izročitev. Von was will Gott uns befreien durch die Hingabe? Od česa nas Bog želi osvoboditi z izročitvijo? Für jeden Menschen ist jeder Mensch ist sich selbst das größte Problem. Vsak človek je samemu sebi največji problem. Wir ärgern uns, Mi se jezimo, sind neidisch, smo zavistni, fühlen uns zurückgesetzt, se počutimo zapostavljene, können Minderwertigkeitskomplexe haben. imamo komplekse manjše vrednosti, Eine endlose Liste. neskončni seznam. Davon will Gott uns befreien. Od tega nas Bog želi osvoboditi. Und vom Zugriff des Bösen. In od zajema zla, od oblasti zla. Will uns unter seinen besonderen Schutz nehmen. Hoče nas vzeti pod svojo posebno zaščito. Unsere erste grundlegende Hingabe, Naša temeljna izročitev, die beantwortet Gott mit dem von neuem geboren werden. odgovarja Bogu s tem, da bomo na novo rojeni. Das hat wieder
mit dem Heiligen Geist zu tun. A to pa spet ima opraviti s Svetim Duhom. Jesus nennt es in Johannes 3, Vers 5, geboren werden aus Wasser und Geist. Jezus pravi o tem v Janezu, da bomo rojeni z vodo in z duhom. Über die Lebensübergabe an Christus sagt Morris Wenden: O izročanju Kristusu Morris Wenden pravi sledeče. Eine teilweise Übergabe ist keine wirkliche Übergabe. Delna izročitev ni resnična izročitev. Man kann sich nicht ein bisschen an Christus übergeben, Ne moremo se malo izročiti Kristusu. ebenso wenig wie man nur ein bisschen schwanger sein kann. Kakor tudi ne moremo biti samo malo noseči. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Ali smo ali nismo. Ein Zwischending gibt es nicht. Nekaj vmes pa ne obstaja. Und in Leben Jesu, Seite 620 steht: V knjigi Hrepenenje vekov piše: Nur jene, samo tistim, die Christi Mitarbeiter werden wollen, ki hočejo postati Kristusovi sodelavci, nur jene, die sprechen: samo tisti, ki govorijo: Herr, alles, was ich habe und was ich bin, ist dein, Gospod, vse, kar imam, je tvoje, werden als Kinder Gottes anerkannt werden. samo ti bodo priznani kot Božji otroci. Warum leben viele und Jahre als fleischliche Christen? Zakaj nekateri tako dolga leta živijo kot meseni kristjani? Warum ist dieser Stand so schwer zu erkennen? Zakaj je tako težko prepoznati to stanje? Weil auch das Leben des fleischlichen Christen mit Religion gefüllt ist. Zato, ker je življenje mesenega Kristusa izpolnjeno z religijo. So erkennt vielleicht nicht, In zato ne spozna, dass ihm das Entscheidende fehlt, da mu primanjkuje odločilno die innige, rettende Gemeinschaft mit Gott. ta odločilna notranje občestvo z Bogom. Wenn Christus das Leben nicht ganz bestimmen darf, Če Kristus ne more odločati o tvojem življenju, dann sagt er: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. potem ti pravi: glej, stojim pred vrati in trkam. Und wenn sich das nicht ändert, In če se to ne spremeni, werde ich euch ausspucken. bom vas izplunil. Ein Pastor schreibt: Neki pastor piše: Ich erhielt gerade einen Anruf einer Schwester, pravkar me je poklicala neka sestra, die an unserer 40 Tage Gebetszeit teilnimmt. ki se je udeležila 40 dni molitve Sie sagte, dass dies ihr Leben verändert hat. in mi je rekla, da je to spremenilo življenje. Sie fragte sich ihr Leben lang, Celo življenje se je spraševala, was eigentlich in ihrem Glaubensleben fehlt. kaj pravzaprav primanjkuje v njenem verskem življenju, Und jetzt weiß sie es, in sedaj je izvedela: der Heilige Geist. Sveti Duh. Ich wünschte, du hättest ihr Zeugnis gehört. Želel bi, če bi slišal njeno pričanje. Sie sagte, dass sie das erste Mal in ihrem Leben merkt, Rekla je, da je prvič v svojem življenju začutila, dass sie eine Beziehung zu Gott hat. da ima razmerje z Bogom. Wir sehen an diesem Brief der Schwester, Vidimo iz tega pisma te sestre, man kann durchaus merken, dass einem was fehlt, da lahko opazimo, da nam nekaj primanjkuje, aber man weiß nicht, was es ist. vendar ne vemo, kaj je to. Es ist der Mangel an der Kraft, an der Freude, an der Fülle des To je Heiligen Geistes. pomanjkanje moči, veselja in izpolnjenosti Svetim Duhom. Ich bin dankbar, dass in dem kurzen Abschnitt, den wir gelesen haben, 1. Korinther 3, ich bin dankbar, A sem hvaležen, da ko smo brali 1. Korinčanom 3, da steht dreimal, ihr seid noch fleischlich. da tam 3-krat stoji napisano: vi ste še meseni. Das bedeutet, man kann das heute noch ändern. To pomeni, to lahko danes še spremenite. Und den Weg dazu werden wir heute noch besprechen. In pot
do tega bomo danes še o tem govorili, o poti do tega. Der fleischliche Christ handelt menschlich, Meseni kristjan ravna meseno, Im človeško, im Grunde genommen wie der Mensch in der Welt, tako kakor vsak človek v svetu, aber in einer religiösen Verpackung. vendar v enem, tako bi rekli, religioznem ovitku. Zur Zeit Jesu gab es 2 Parteien in der Gemeinde. V Jezusovem času sta bili 2 stranki v cerkvi. Da gab es die Pharisäer, die es sehr strikt genommen haben. Bili so farizeji, ki so bili zelo strogi, Da gab es die Sadduzäer, die In so es bili locker genommen haben. saduceji, ki so stvari jemali bolj narahlo. Und die beiden Gruppen waren untereinander verstritten. In obe skupini sta si bili med seboj v laseh. Aber jede Gruppe war von sich überzeugt, Vsaka skupina je bila prepričana zase, wir haben die richtige Bibelerkenntnis mi imamo pravo spoznanje Svetega pisma und wir haben die richtige Haltung. in pravo držo. Bis sie Jesus begegnet sind, Dokler niso srečali Jezusa, dann hat sich gezeigt, dass sie beide fleischlich waren. tedaj se je pokazalo, da sta obe skupini bili meseni. Auch heute werden diese Ausdrücke bei uns gebraucht, fleischlich und geistlich. Tudi danes uporabljamo te izraze meseni, duhovni, Wir gebrauchen sie besser nicht. raje jih ne uporabljajmo. Es sind keine biblischen Ausdrücke. Ne gre za svetopisemske izraze. Nur das Problem ist, Težava je v tem, der den anderen als konservativ ansieht, ki drugega gleda kot konzervativnega, der meint, ah ja, der ist rückständig. misli za njega, da je nazadnjaški. Der andere, der den anderen als liberal ansieht, Tisti pa, ki gleda unega drugega kot liberalnega, der denkt, der ist schon halb abgefallen. misli za njega, da je že na pol odpadel. Dabei kann es bei beiden nicht in Ordnung sein. Tako pri obeh ne more biti prav. Das biblische Kriterium ist, ob ich ein fleischlicher oder geistlicher Ker Christ bin. svetopisemski kriterij je v tem, ali imam Svetega Duha. Da sollten wir unsere Inventur machen. Tu pri tem bi morali napraviti inventuro. In Galater 6, Vers 7 und 8 steht, V Galačanom 6, 7 in 8 was piše, der Mensch sät, das wird er ernten. kar je človek sejal, to bo tudi žel. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. Kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Kdor pa seje v duha, bo od duha žel večno življenje. Der fleischliche Christ möchte Jesus gefallen Meseni kristjan bi želel und gleichzeitig Jezusu biti všeč sein Leben irgendwo oder teilweise selbst bestimmen. in istočasno svoje življenje sam voditi Aber in upravljati. das geht nicht. Toda to ne gre. Ellen White sagt, wir können nicht unser eigenes Ich behalten und gleichzeitig mit der Fülle Gottes erfüllen. Ellen White pravi, da ne moremo istočasno vzdržati naš lastni jaz in voditi Bogu godno življenje. Warum bezeichnet Jesus die Glieder der Endgemeinde Zakaj Jezus opisuje člane adventistične cerkve das Sendschreiben an Laodicea in Offenbarung 3 v sporočilu Laodiceji v Razodetju 3? Warum bezeichnet er sie als lau? Zakaj jih opisuje kot mlačne? Er gibt selbst die Antwort Sam daje tudi odgovor in Vers 20. v 20. vrstici. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Pravi, glej, stojim pred vrati. Die persönliche Christusbeziehung war nicht in Ordnung. Ker ni bilo posebne povezave s Kristusom. Wir denken oft bei lau, dass jemand nicht aktiv sei. Pogosto pod mlačen mislimo, da gre za nekoga, ki ni aktiven, dejaven. Aber es geht nicht unbedingt um die Aktivität, Toda tukaj ne gre samo za neaktivnost. es geht um die Christusbeziehung. Gre za razmerje s Kristusom.
Ein Beispiel. Primjer. Ein Mann kann im Beruf Tag und Nacht arbeiten. Neki človek lahko v svojem poklicu dela noč in dan. Als Arzt, Prediger, Kot als zdravnik, pridigar, Geschäftsmann, als Handwerker. poslovni človek, karkoli. Und gleichzeitig seine Frau vernachlässigen. In istočasno, da zapostavlja svojo ženo. Dann ist ein fleißiger Geschäftsmann, Torej gre za marljivega poslovneža, aber lau in seiner Ehebeziehung. vendar mlačnega v njegovem zakonskem življenju. Wir können uns aufarbeiten als Prediger in Gemeinde und Mission. Lahko se nadelamo, ne vem kako, kot vodje cerkve, pač pridigarji in misij, Oder auch als Gemeindeglied. ali samo kot člani cerkve. Und unsere volle Hingabe an Christus, unsere Beziehung zu ihm vernachlässigen. In da popolnoma zapostavimo našo izročitev Kristusu. Was ist das Problem in dem wohlbekannten Gleichnis von den 10 Jungfrauen? V čem je težava pri znani priliki o 10 devicah? Sie waren alle 10 Jungfrauen. Vseh 10 so bile device. Sie hatten alle den reinen biblischen Glauben. Vse so imele čisto svetopisemsko vero. Sie hatten alle Lampen, Vse so imele lučke, die Bibel. svetopismo. Sie gingen alle dem Bräutigam entgegen. Vse so šle ženinu nasproti. Sie waren alle in der Adventerwartung. Vse so živele v pričakovanju. Alle schliefen ein. Vse so zaspale. Alle hörten den Ruf und wachen auf. Vse so slišale klic in se prebudile. Alle machen ihre Lampen fertig. Vse so na nek način očistile svoje svetilke. Und alle Lampen brannten. Vse svetilke so svetile. Aber Toda nach einiger Zeit po določenem času stellen 5 fest, 5 od njih so ugotovile, unsere Lampen verlöschen. da naše svetilke ugašajo. Was zeigt uns das? Kaj nam to kaže? Sie hatten alle einen gewissen Grad des Heiligen Geistes. Vse so imele neko določeno stopnjo Svetega Duha. Alle Lampen brannten. Vse svetilke so gorele. Aber bei 5 gingen die Lampen aus. Pri 5 so svetilke ugasnile. Sie hatten den Heiligen Geist nicht in ausreichendem Maß. Ker niso imele zadosti Svetega Duha. Als sie im Gleichnis vom Öleinkauf zurückkommen, Ko so v tej priliki one prišle iz nakupa olja, lässt Jesus sie nicht ein jih Jezus ne spusti notri und sagt, ich kenne euch nicht. in jim pravi, ne poznam vas. Sehen wir nicht deutlich, Mar ne vidimo tukaj jasno, dass das Entscheidende unsere Christusbeziehung ist da je odločilno od razmerja oziroma naš odnos s Kristusom und dass das mit dem Heiligen Geist zu tun hat? in da tukaj gre za Svetega Duha. Eine Schwester aus Süddeutschland schrieb, nachdem sie begonnen hatte, täglich um den Heiligen Geist zu Neka bitten, sestra iz Južne Nemčije je napisala, ko je začela vsak dan moliti za Svetega Duha, wie vielen anderen Glaubensgeschwistern ging es mir und einer Schwester aus unserer Gemeinde auch. kakor mnogim drugim bratom in sestram, tako tudi meni in mojim bratom in sestram, Dass uns immer etwas in unserem Glaubensleben fehlte. je postalo jasno, da nam je vedno nekaj primanjkovalo v našem duhovnem, verskem življenju. Und wir durften nun erfahren, In zdaj smo zvedeli, wie Jesus in unser Leben Einzug hielt kako je Jezus prišel v naše življenje und begonnen hat, uns zu verändern. in nas začel spreminjati. Tut dies immer noch. Še vedno to počne. Und Schritt für Schritt zieht uns immer näher zu sich. Korak za korakom nas privlači bližje k sebi. Die größte Tragik Največja tragedija des fleischlichen Christen ist, mesenega kristjana je, dass nicht gerettet ist, da ni zveličan, kein ewiges Leben bekommt. da ni začel z večnim življenjem. Römer 8, Vers 9 sagt, Rimljanom 8 pravi, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. kdor nima Kristusovega duha, ni njegov.
Wir wollen festhalten, der Hauptunterschied zwischen dem geistlichen und fleischlichen Christen Zaključili bomo, da je glavna razlika med mesenim in duhovnim kristjanom hat zu tun mit der vollen Hingabe ima opraviti s popolno izročitvijo und mit dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. in z napolnjenostjo Svetim Duhom. Bruder Johannes Mager, Johannes Mager war der Leiter der Predigtamtsabteilung der Euro-Afrika-Division je in bil Bern. vodja pridigarskega oddelka pri diviziji v Bernu. Das heißt, war verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung von über 1000 Predigern. Bil je zadolžen za izobraževanje in daljne izobraževanje okrog 1000 pridigarjev. Schreibt, Piše. Paulus unterscheidet zwischen geistlichen und fleischlichen Christen. Pavel razlikuje med duhovnim in mesenim kristjanom, zwischen denen, die vom Geist erfüllt sind, med tistimi, ki so izpolnjeni s Svetim Duhom, und denen, die dem Geist keinen Raum in ihrem Leben geben. in tistimi, ki Svetemu Duhu ne dajo prostora v svojem življenju. Geist getauft, Z Duhom krščeni, aber nicht Geist erfüllt. toda ne izpolnjeni z Duhom. Und was nun für Prediger sagt, In zdaj, kaj pravi za pridigarje, das gilt für alle anderen auch. to velja za vse. Für einen Prediger bedeutet das, Za pridigarja to pomeni, ich kann eine fundierte theologische Ausbildung haben. lahko imam dobro, temeljito izobrazbo, mich in den Grundsprachen der Bibel auskennen. lahko se spoznam na osnovne jezike Svetega pisma Und das exegetische Handwerk gekonnt ausüben, also die Auslegung der Bibel. in obvladam egzegezo, Ich kann die großen Wahrheiten der Bibel poznam velike resnice Svetega pisma intellektuell aufgenommen und verstanden haben. in imam intelektualni razum za dojemanje Und mich in der Dogmatik verschiedener Jahrhunderte auskennen. in se spoznam na dogmatiko raznih stoletij. Ich kann homiletisch auf der Höhe sein und aktuell und lebensnah predigen. Lahko sem homiletično na višini in zato pridigam vedno aktuelno in zanimivo. Und trotz all meines Wissens und meiner Gaben In kljub vsem mojem znanju in moji nadarjenosti, nicht vom Heiligen Geist erfüllt sein. nisem še vedno izpolnjen s Svetim Duhom. Bücher, Knjige, Bildung, izobraževanja, gute technische Ausstattung, dobra tehnična oprema, selbst Charismen karizme bilden dann einen Ersatz für die fehlende Geistesfülle. ustvarjajo neko nadomestilo za pomanjkanje izpolnjenosti s Svetim Duhom. Predigen, Pridiganje, öffentlich beten, javne molitve, Gemeindeleben organisieren, organizacija življenja cerkve, Evangelisationsprogramme erstellen, ustanavljanje evangelizacijskih programov, Seelsorge ausüben. dušebrižništvo. Das alles kann ich lernen Vse se to da naučiti und auch ohne den Heiligen Geist praktizieren. in celo prakticirati brez Svetega Duha. Ellen White hat diese gefährliche Möglichkeit so formuliert. Ellen White je to nevarnost tako formulirala. Der Grund, warum so wenig vom Wirken des Geistes Gottes sichtbar ist, Razlog, zakaj je tako malo vidnega delovanja Svetega Duha, liegt darin, se nahaja dass Prediger lernen, ohne ihn zu arbeiten. v tem, da se pridigarji učijo delati brez njega. Dann fährt Bruder Mager fort. In brat Mager nadaljuje. So wichtig eine grundlegende Ausbildung Kakorkoli, da je pomembna izobrazba,
und systematische Weiterbildung für einen Prediger ist, in sistematično nadaljne izobraževanje. noch wichtiger ist es für ihn, Še bolj pomembno je zanj, sich ständig vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. da se stalno izpolnjuje, napolnjuje s Svetim Duhom. Wir wollen zusammenfassen. Želimo skleniti. Fleischlich sein bedeutet, aus den normalen menschlichen Kräften zu leben. Biti mesen pomeni živeti po normalnih človeških močeh. Ohne den Heiligen Geist zu haben Ne imeti Svetega Duha oder ohne ihn ausreichend zu haben. ali ga ne imeti dovolj. Und das geistliche Leben bedeutet, Duhovno živeti pomeni in voller Hingabe an Christus zu živeti v leben popolni izročenosti Kristusu und erfüllt von seinem Geist. in biti napolnjen z njegovim duhom. Was ist das Hauptproblem im Leben eines fleischlichen Christen? Kaj je glavna težava v življenju mesenega kristjana? Die hohe Ethik der Bibel. Visoka etika Svetega pisma, Den Feind zu lieben, da ljubimo sovražnika, jedem Menschen, der mich verletzt hat, alles zu verzeihen, da vsakemu človeku, ki me je užalil, da mu odpustim, die Sünde zu überwinden. da premagam greh. Das sind Dinge, die man in menschlicher Kraft allein nicht kann. To so stvari, ki jih sam človek ne more. In unserer eigenen Kraft können wir nicht den Willen Gottes tun. Z našo lastno močjo ne moremo delati po Božji volji. Wir brauchen die Kraft Gottes. Potrebujemo Božjo moč. Einige Bibeltexte, ganz kurz. Nekatera svetopesenska besedila, čisto na kratko. Jesaja 64, Vers 5. Izaija 64:5. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Naša pravičnost je kot umazana obleka. Jeremia 13, Vers 23. Jeremija 13:23. Kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? Ali lahko, ich will's lesen, ali more Etiopec spremeniti svojo polt, panter svoje maroge? Antwort ist ganz klar nein. Odgovor je zelo jasen, ne. So wenig Pa bi vi zmogli könnt auch ihr Gutes tun, die ans Böse gewöhnt seid. delati dobro, vi, ki ste se navadili hudega. Römer 8, Vers 7. Rimljanom 8:7. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott. Meseno razmišljati je sovraštvo Bog. Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Ker meso ni podložno Bogu Denn es vermag's auch nicht. in ne more biti. Die modernen Übersetzungen sagen, ja, er kann es gar nicht. Sodobni prevodi pravijo, ne zmore sploh. Und ich staune, wie Ellen White, diese profunde Bibelkennerin, das kurz und präzise formulieren konnte. Sem začuden, kako je Ellen White, ta proučevalka Svetega pisma, to tako strnila. Sie sagt Folgendes. Pravi sledeče. Derjenige, Tisti, der versucht, den Himmel durch seine eigenen Werke zu erreichen, ki poskuša doseči nebesa s svojimi lastnimi deli, indem er das Gesetz hält, tako da izvršuje postavo, versucht eine Unmöglichkeit. poskuša nemogoče. Der Mensch kann nicht gerettet werden ohne Gehorsam, Človek ne more biti rešen brez poslušnosti, aber seine Werke sollten nicht von ihm kommen. vendar njegova dela ne morejo priti od njega. Christus sollte in ihm Kristus naj bi v njem das Wollen und das Vollbringen wirken zu seinem Wohlgefallen. izpeljal željo in delovanje. Es geht darum, gehorsam zu sein
durch Christus. Gre za to biti poslušen s Kristusom, v Kristusu, po Kristusu. Das wird morgen unsere zweite Stunde sein, Gehorsam durch Jesus. To bo jutri naša druga ura, poslušnost po Kristusu. Ich denke, diese Hinweise zeigen ausreichend, Menim, da ta navodila nam čisto zadoščajo, in eigener Kraft allein können wir den Willen Gottes nicht tun. da vemo, da s lastno močjo ne moremo delati Božjo voljo. Es geht darum, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen Gre za to, da sprejmemo prave odločitve und dass Gott uns die Kraft zur Durchführung schenkt. in da nam Bog da moč za to. Was kann geschehen, Kaj se lahko zgodi, wenn man etwas tun will, was über die eigenen Kräfte hinausgeht? če hočemo početi nekaj, kar prekaša lastne možnosti? Da kann irgendwann Enttäuschung eintreten. Lahko pride do razočaranja. Und was macht man dann? In kaj počnemo tedaj? Der eine Eden beißt die Zähne zusammen, stisne zobe nimmt sich noch mehr zusammen in se še bolj potrudi und fällt wieder auf die Nase. in ponovno pade na nos. Man kann dabei sogar fanatisch werden. Lahko smo pri tem celo fanatični. Andere versucht das Problem zu lösen, Drugi pa poskuša to težavo rešiti indem denkt, vielleicht muss man das nicht so eng sehen. tako, da bo mislil, da ni treba te stvari tako strogo, ozko gledati. Nimmt es also locker, Torej stvari vzame bolj narahlo. fühlt sich besser. Počuti se bolje, Wieder ein anderer wirft alles über Bord. tretji pa vrže vse čez krov. Kommt nicht mehr oder tritt aus der Gemeinde. Ne prihaja več v cerkev, ali se celo izpiše Uns geht ihm besser. in mu je bolje. Warum geht es den Leuten besser? Zakaj je tem ljudem bolje? Weil sie etwas abgelegt haben, was falsch ist. Zato, ker so odložili nekaj, kar je napačno. Sie haben versucht, den Willen Gottes in eigener Kraft zu tun. Oni so poskušali izvrševati Božjo voljo z lastno močjo, Und das kann man nicht. a tega ne moremo. Der richtige Weg ist, die Ordnungen Gottes zu akzeptieren, Pravilni način, pravilna pot je, da sprejmemo Božja navodila, aber sie in der Kraft Gottes auszuleben. vendar da jih izvajamo z Božjo močjo. Ja, das ist das Kernproblem. Ja, to je jedro težav. Darf ich noch gerade sagen, Ali lahko še povem, welche Faktoren zum fleischlichen Christsein führen können? kateri dejavniki lahko pripeljejo do tega, da smo meseni kristjani? Erstens Unkenntnis. Prvo, neznanje. Man hat sich zu wenig mit dem Heiligen Geist beschäftigt Premalo smo se ukvarjali s Svetim Duhom. oder man hat es getan Ali smo to počeli und nicht den Schlüssel zur Praxis gefunden. in nismo našli ključa do načina delovanja. Es kann Kleinglaube sein, Lahko je tudi to premajhna vera, der uns abgehalten hat, uns ganz Christus zu übergeben. ki nam je preprečevala, da bi se popolnoma izročili Kristusu. Wir haben seiner Liebe nicht ausreichend vertraut. Nismo popolnoma zaupali njegovi ljubezni. Es kann sein, dass einer überbeschäftigt ist Lahko je, da je nekdo prezaposlen und glaubt, sich keine Zeit für die Beziehung zu Gott in nehmen misli, zu da nima können. zadosti časa za odnos z Bogom. Odnos z Bogom. Es können verborgene Sünden sein und fehlende Wiedergutmachung. Lahko, da gre za skrite grehe ali nekaj, kar nismo z nekim neporavnane razmerja. Es Odnosi. kann sein, dass ein Mensch überwiegend nach Gefühlen handelt. Lahko, da nekateri človek pretežno dela po svojih občutkih. Da hat mich ein Wort sehr erstaunt, was Roger Morneau gesprochen hat. Tukaj me je zelo začudila ena beseda, ki jo je spregovoril Roger Morneau. Roger Morneau war ein Kanadier, Roger Morneau je bil Kanadčan, der einer Satanskirche angehört hat. ki je pripadal satanistični skupnosti.
Und Gott hat ihn rausgeholt, er wurde 7-Tags-Adventist. Bog ga je potegnil tam ven in je postal adventist. Und er schreibt in sein Buch, V svoji knjigi piše, die Geister ermutigen die Menschen, auf ihre Gefühle statt auf das Wort Gottes zu achten. duhovi spodbujajo ljudi, da gledajo na svoja čustva bolj kot na Boga. Es gibt keinen sichereren Weg, Ne obstaja bolj sigurne poti, auf dem die Geister die Herrschaft über das Leben der Menschen erhalten, bolj gotove poti, po kateri bodo duhovi obdržali življenje človeka, ohne dass der Einzelne merkt, was geschieht. in da ta ne bi opazil, kaj se dogaja. Ein sehr wichtiger Punkt. Heute handeln die meisten Menschen nach Gefühlen. Ja, to je zelo pomembna točka, kajti danes večina ljudi ravna po svojih občutkih. Und manche können auch irrige Auffassungen haben. Tako tudi nekateri pridejo do napačnih sklepov. Wenn man nur einen Teil der Bibeltexte betrachtet Če recimo gledamo samo en del svetopisemskih besedil, und andere nicht beachtet, druge pa ne, kann man zu falschen Schlüssen kommen. lahko pridemo do napačnih sklepov. Zum Beispiel Recimo, in Apostelgeschichte 2 steht, dass wir den Heiligen Geist bei der Taufe empfangen. naprimer v Dejanjih 2 piše, da pri krstu dobimo Svetega Duha. In Johannes 14 steht, Janezu dass 14 piše, der Heilige Geist in uns und bei uns bleibt, da Sveti Duh v nas in pri nas ostane. wenn man nur diese beiden Texte liest. Če se samo ti dve besedili bere, Könnte man denken, ich habe bei der Taufe den Heiligen Geist empfangen lahko und für immer alles in Ordnung. pomislimo, da smo pri krstu dobili Svetega Duha in da je s tem gotovo. Andererseits haben wir heute gelesen, Z druge strani brali smo danes, dass Jesus in Lukas 11 sagt, bittet, bittet, bittet. da Jezus v Luku 11 pravi, prosite, prosite, prosite. Und ähnlich ist Epheser 5, Vers 18, was wir heute Nachmittag noch Podobno v betrachten. Efežanom 5, kar bomo danes popoldan obravnavali. Wie sieht die Lösung aus? Kakšna je rešitev? Empfangen zum Bleiben Sprejeti, da ostane und trotzdem laufend bitten. in da tečemo prositi. Ich habe lang gebetet und nachgedacht über diese Fragen. Dolgo sem molil in razmišljal o tem vprašanju. Ich habe die Erklärung gefunden In sem našel pojasnitev. und war froh, wo ich später gesehen habe, In sem bil vesel, ker sem videl kasneje, dass Ellen White, diese hervorragende Bibelkennerin, da Ellen White, ta izvrstna poznavalka Svetega pisma, Folgendes schreibt. piše sledeče. In der geistlichen Welt V duhovnem svetu ist es genauso wie in der natürlichen. je prav tako, kakor v naravnem. Das natürliche Leben wird von Augenblick zu Augenblick durch göttliche Kraft erhalten. Naravno življenje se vzdržuje iz trenutka v trenutek z Božjo močjo. Aber das geschieht nicht durch ein unmittelbares Wunder, To pa se ne dogaja z nekim neposrednim čudežem, sondern vendar durch den Gebrauch der Segnungen, die in unserem Bereich liegen. z uporabo blagoslovov, ki so nam v dosegu. In gleicher Weise Na isti način wird das geistliche Leben se duhovno življenje durch die Anwendung jener Mittel erhalten, z uporabo tistih sredstev vzdržuje z uporabo tistih sredstev, die die Vorsehung gewährt. ki nam jih je previdnost podarila. Kurz praktisch gemacht, Kratko in praktično, ich habe mein Leben bei der Geburt empfangen, pri svojem rojstvu sem sprejel življenje ich habe es heute noch, in še vedno ga imam, weil ich gegessen, getrunken, geschlafen, Zato- mich bewegt habe. ker sem jedel, pil, se gibal in spal. Den Heiligen Geist empfangen wir bei der Taufe Svetega Duha prejmemo prav tako pri krstu
mit der Absicht Gottes, dass lebenslang bei uns bleibt. Z namero Boga, da ostane z nami celo življenje. Aber bleibt nicht automatisch, Vendar tukaj ne bo ostal avtomatsko, sondern indem ich mich geistlich ernähre. vendar tako, če se bom duhovno prehranjeval. Der Heilige Geist, Sveti Duh, das Wort Gottes, Božja beseda, mein Zeugnis, moje pričanje, mein Dienst am Gott, für Gott und den moja Nächsten. služba za Boga in bližnjega, So wird unser geistliches Leben erhalten. tako mi prejemamo naše duhovno življenje in vzdržujemo duhovno življenje. Jesus sagt, bleibt in mir, so Jezus bleibe ich in pravi, euch. ostanite v meni in jaz bom v vas. Ich möchte schließen mit der Frage, wo stehe ich? Zaključil bi z vprašanjem, kje sem, Zu welcher Gruppe gehöre ich? v katero skupino pripadam. Als meine liebe Mutter Ko je moja draga mama, so 20 Jahre alt war, ko je bila stara približno 20 let, wurden ihre Eltern Siebentagsadventisten. so njeni starši postali adventisti. Mein Großvater hat in seinem Haus einen Saal für die Gemeinde eingerichtet. Moj star ata je v hiši uredil neko dvorano za cerkev. Meine Mutter wollte von all dem nichts wissen. Moja mama ni želela o tem ničesar vedeti. Und an einem Sabbat ging sie hinter das Haus, um die Asche auszuleeren. Neko soboto je šla v hiši, da bi izpraznila pepel. Da kam ein Herr des Weges. Da kam Ein Herr kam des Weges. neki gospod je šel mimo In dem Moment hörte man ein geistliches Lied aus dem Haus. in v tem trenutku je bilo slišati duhovno pesem iz hiše. Da sagt der ältere Herr, In ta starejši gospod je vprašal, wer singt denn da? kdo so ti? Es war meiner Mutter sehr peinlich zu sagen, da ist Moji mami je bilo nerodno reči, eine kirchliche Versammlung. da je tle v tej hiši cerkvena skupnost, da se je cerkev zbrala k bogoslužju. Dann fragt der Herr, und warum sind Sie nicht dabei? A gospod je vprašal, zakaj pa vi niste zraven? Sie sagte, dass sie nichts davon wissen will. Pa je rekla, da ne želi o tem ničesar vedeti. Dann sagte der Herr, Potem je ta gospod rekel, und wenn Sie heute Nacht sterben würden, a kaj pa, če boste nocoj umrli? und ging weiter. In je šel naprej. Und diese Frage, To vprašanje eine Mutter getroffen, je prizadelo mojo mater und war die Wende in ihrem Leben. in je bila prelomnica v njenem življenju. Wo stehst du, wenn du heute Nacht sterben würdest? Kje boš ti, če boš dan nocoj umrl? Geschwister, ich weiß, dass das eine sehr ernste Stunde war. Vem, dragi brati in sestre, da je to bila resna ura. Und es tut mir leid, dass es manchen belasten wird. In mi je žal, da mogoče katerega bo obremenila, Aber ich darf euch sagen, vendar vam lahko povem, heute Nachmittag werden alle, die jetzt belastet sind, wieder sehr froh werden. da vsi tisti, ki so se danes počutili obremenjene, danes popoldan bodo zelo veseli. Wir werden die Lösung Gottes besprechen in der ersten Stunde. V prvi uri se bomo pogovarjali o rešitvi Božji Und wie wir sie praktisch umsetzen können in der zweiten in Stunde. v drugi uri bomo govorili o tem, kako praktično jo dosežemo. Und wenn wir diesen Weg gehen, erleben wir das Leben in Fülle, das Jesus für uns vorgesehen Ko hat. bomo šli po tej poti, bomo doživeli to življenje v njegovi polnoti, Gott ki schenke nam ga uns je Bog allen pripravil. seine Gnade. In naj nam Bog vsem podari svojo milost. Amen. Amen. Ich darf euch einladen, zum Gebet aufzustehen. Prosim vas, da se ustanete k molitvi. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, Naš nebeški Oče, mi smo ti hvaležni, dass du uns durch deine große Liebe zu dir ziehen willst. da nas svojo ljubeznijo želiš pritegniti k sebi. Du willst praktisch ein Liebesverhältnis mit uns haben. Ti pravzaprav želiš imeti z nami ljubezensko razmerje.
und willst uns all deinen unermesslichen Segen zuwenden. In nam želiš svoje neizmerne blagoslove podariti. Du willst uns ein Leben in Fülle geben. Želiš nam podariti življenje v njegovi polnini. Du willst uns charakterlich vorbereiten für das Reich Gottes. Želiš, da se naš značaj pripravi za Božje kraljestvo. Du willst uns zu solchen Menschen machen, Želiš, da bi mi postali takšni ljudje, die ein attraktives Leben haben, ki imajo privlačno življenje, dass auch andere Menschen dadurch zu dir angezogen ki bo werden. pritegnilo tudi druge ljudi k tebi. Vater im Himmel, ich bitte dich für jeden hier, Naš Oče v nebesih, jaz te prosim tukaj za vsakega med nami. schenke uns, dass wir uns alle dir stellen, Podari nam, da se vsak pred tabo lahko postavi. und wenn jemand festgestellt haben sollte, dass ein fleischlicher Christ ist, In če kdorkoli od nas ugotovi, da je meseni kristjan, dann bitte ich dich herzlich, te dajte iz srca prosim, steh ihm besonders in den weiteren Stunden bei, dass heute Abend froh und in dir geborgen zur Ruhe gehen kann. bodi z njim v naslednjih urah, da lahko nocoj vesel in tebi posvečen pride. Wir danken dir für deine Gnade. Smo ti hvaležni za tvojo milost. Amen. Amen. Wir wollen noch mal Platz nehmen. Lahko se usedete.